Der Mogli hat die Welt nicht mehr verstanden, nicht mehr gewusst, wo er hin soll. Die Wölfe haben ihn aus ihrem Rudel vertrieben und jetzt haben ihn auch die Menschen nicht mehr wollen. Plötzlich haben die Leute Steine daheim und probiert sie am Mogli anzurühren. «Spring fort, mein Sohn, spring fort, so schnell wie du kannst! Sie wollen die Steine liegen, spring!» Die Mesua, am Mogli seine Menschenmutter, hat ihm zugerufen und schon hat ihn ein Stein an der Schulter getroffen. Der Mogli hat ein böses Wolfsknurren ausgestoßen und die Menschen sind verschrocken und haben einen Schritt zurück gemacht. Dann hat sich der Mogli umgedreht und ist aus dem Lichtkegel verschwunden und weggerannt. Er hat gespürt, dass der Akela und der graue Brüder nahe neben ihm hergerannt sind. Zusammen sind sie in die Schlucht und haben das Tigerfell aus dem Versteck rausgezogen. Und Mogli, wohin gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir heim. Heim in die Sioniberge. Die ganze Nacht lang ist der Mogli zusammen mit seinen Wolfsfreunden durchs Gebirge gezogen. Wo die Sterne langsam verblasst und die ersten Streifen Tageslicht vorgekommen sind die drei endlich beim Wolfsfelsen angekommen. Noch schneller als am Mogli seine Beine ist die frohe Botschaft im Dschungel verbreitet worden. «Unser Mogli ist zurück!» Der Mogli ist wieder zurück! Der Mogli ist wieder zurück! Der Mogli ist wieder zurück! Auch die Wölfe haben die Nachricht gehört. Viele von ihnen haben bereits beim Wolfsfelsen auf ihn gewartet. Ohne ein Wort zu sagen, ist der Mogli an ihnen vorbeigelaufen, auf einen Felsen geklettert und hat am Shere Khan sein Fell ausbreitet. Die gelben und schwarzen Streifen haben im Morgenlicht glänzt. Mogli, du bist ein Held. Der Tiger ist tot und der Akela soll unser Leitwolf sein. Es ist wieder alles wie früher. Die Wölfe haben gejubelt und gejohlt und der Akela ist aufs Tigerfell gelegen. Lang hat er in die Runde geschaut und dann hat er gesagt: «Nichts ist wie früher. Habt ihr schon wieder vergessen, dass ihr den Mogli aus unserem Rudel ausgeschlossen habt? Und habt ihr auch vergessen, wie ihr mich von meinem Felsen vertrieben habt und dem Tiger gefolgt sind? Ich kann euch nicht mehr vertrauen.» Und darum gründen wir jetzt unser eigenes Wolfsrudel. Hat der Mogli gesagt. Und seine Wolfseltern und seine 4 Wolfsbrüder haben sich neben ihn gestellt. Die Sioniberge sind gross genug. Sucht euch ein neues Jagdrevier, ihr untreuen Wölfe. Keiner von den Wölfen hat sich getraut, am Akela zu widersprechen. Mit hängenden Köpfen sind sie leislich davongeschlichen. Plötzlich hat es im Gebüsch geraschelt und 2 Gestalten sind vorgekommen. Wir wollen auch mit dir zusammen jagen, kleiner Frosch. Ja, Mogli, ohne dich ist es richtig langweilig gewesen. Von dem Moment weg hat der Mogli glücklich und zufrieden in seinem eigenen Rudel gelebt. Zusammen mit seiner Wolfsfamilie und seinen Freunden, am Akela, am Balu und am Bagheera.